Der Geissbock, der von der Alina träumt, heisst Charlie. Am liebsten liegt der Charlie in der saftigen Wiese und mampft Klee und zarte Gräser. Aber heute will er weder Gräser, Kräuter noch Klee. Nein, viel lieber möchte er die Alina sehen. Die Alina ist ein hübsches Geissenmädchen und sie trägt meistens ein rotes Halsbändchen mit einem Glöckli um den Hals. Der Charlie ist in die Alina verliebt. Geschwätzt hat er noch nie mit ihr. Dazu fehlt ihm der Mut. Aber er wünscht sich, dass die Alina zu ihm kommt. Einfach mit ihm davon schwätzen. Sie können zum Beispiel fragen: «Charlie, hast du mir einen Kaugummi?» Kaugummi hat der Charlie nämlich fürs Leben gern. Und darum hat er immer einen in der Nähe. Auch an diesem sonnigen Morgen liegt er im Gras und kätscht den Kaugummi. Ab und zu kommt eine klebrige Kätschgeblätter zum Maul aus. Immer wieder denkt der Charlie an die Alina, an die schönste Geiss, weit und breit. Verliebt und verträumt schaut der Charlie in den Himmel rauf. Ein paar Wolken sehen aus wie Figuren. Der Charlie entdeckt einen Wolkenberg, einen Wolkenzwerg. Aus dem Zwerg wird eine Maus. Nebendran gibt es ein Schneckenhaus. Und der Charlie freut sich. Dort, die Wolke, die sieht doch irgendwie aus wie die Alina. Der Charlie verschrickt. Er verwacht aus seinem Wolkentraum. Über ihm, auf einem Ast vom alten Lindenbaum, reklamiert ein Rab. Hör doch auf mit deinen klebrigen Blättern. Nur schon vom Anschauen bleiben meine Krallen am Baum kleben. Mäh! Oh, tut mir leid. Der Charlie steht auf und zottelt davon. Gradwegs über die grüne Wiese. Wie die Wiese fein schmeckt. Plötzlich sieht der Charlie die Geiss Alina. Da steht sie, im hohen Gras und schaut ihn ganz lieb an. Im Charlie bleibt vor Staunen das Maul offen. Kein Wörtchen kommt raus, nicht einmal ein nettes Meckern gelingt ihm. Dafür aber trollt dummerweise etwas anderes zum Maul aus. Der klebrige Kaugummi. Er geht ins Gras, die Alina steht aus Versehen drauf und meckert hässig. Das ist denn grusig. Ui, Potztausig. Im Charlie ist das sehr peinlich. Er macht rechts umkehrt und springt mit hochrotem Kopf davon. Ja, Charlie? Es ist der Maulwurf Max. Er setzt im selber geschaufelten Erdhügel und winkt mit seinen breiten Schaufelhänden Charlie zu. Der Maulwurf Max ist der beste Freund von Charlie. Und darum merkt er sofort, dass etwas nicht stimmt. Ja, Charlie, was ist denn los? Hast du Sorgen? Mäh. Ach, Max, ich will es wohl nie schaffen, an der Alina zu sagen, dass sie mir gefällt und dass ich sie ganz fest gern habe. Aber ich glaube, ich gefalle ihr sowieso nicht, weil ich so einen starken Geruch habe. Mäh. Der Maulwurf Max schnauft tief ein, rümpft seine empfindliche Nase und meint: Ja, aber Geissböcke schmücken, denken so. Da kannst doch du nichts dafür. Aber musst doch vielleicht etwas Besonderes einfallen lassen, damit du die Alina beeindrucken kannst. Etwas Besonderes? Mäh. Aber was könnte das sein? Der Charlie sitzt ab, zupft ein bisschen Gras, käut das und denkt ganz fest nach. Er überlegt und überlegt und überlegt. Plötzlich hat er eine Idee. Max, wie wär's, wenn ich mir einen anderen Duft zulegen? Wenn ich anders schmecke, dann gefalle ich der Alina sicher. Dann findet sie mich vielleicht ganz toll. Ja, genau, toll. Mal.
Hey, du bist schlau. Ich habe doch gewusst, dass dir etwas in den Sinn kommt. Mit dem neuen, besonderen Duft wirst du Alina sicher beeindrucken. Voller Hoffnung macht sich der Charlie auf die Suche nach einem neuen und, wenn möglich, ganz besonderen Duft.